bei dieser Pressekonferenz die Kampagne Logement lanciert, der wir schon Mainten schaffen innerhalb von einer Arbeitsgruppe von der Link. Nur als Resultat, wir haben als zwei Hauptsprecher, die werden erst dann als Kampagne präsentieren. Für die werden Gary Diederich, den ihr vielleicht kennt, als Gemeinderatsidee von der Link, mit auch den Hauptverantwortlichen von der Arbeitsgruppe Logement von der Link. Und der Gary Diederich wird dann auch dann eine Introduktion machen, die auch als Analyse von der Situation von Logement. Und dann wird Caroline Thomas als Co-Sprecherin von der Link werde ich dann noch Pisten präsentieren, die mir auch vorschlagen innerhalb von dieser Kampagne Logement. Also da schon ein bisschen Material, das wir werden ausdehnen, wir darüber danach weiterhin an. Ich bin just solidarisch auf der Logementskommission an der Chambre. Wir delen natürlich Fraktion der Partei die Pisten zu suchen. Okay, merci David. Meier Wunnen ass jo unbestreitbar vun den größten Probleme zu Lützeburg an das Problem, den ganz viel Facetten huet, das neicht neue se gëtt immer wiederhol méi leider ändert sech neicht run, egal wie eng gut Intentionioune vun der enger oder andere Regierung an der Lächt deklariert gesinn. Eng Facett en Aspekt aus de sozialen, dat Leiit och van se eng Wabecht hunn an immer méi Fällen net méi können sech eng Wuning ha am Land lechten, ob dat am Kafen oder an der Lokation ist. Und das betrifft nicht nur Leute, die ganz wenig verdienen, mehr in der Zwischenzeit auch einen guten Teil von der Mittelschicht. Für allem sind da von der Lokatären betroffen. Also über 30% von den Lokatären sind unter der Armutsgrenze. Andere Facetten vom Logement, die alle Guten an den Enen greifen, sind natürlich auch den Urbanismus, die Landesplanung, aber auch die Integration, was doch ein sozialer Aspekt ist, wo pläneren Leute hin, es wären Gründe, und wären Konsequenzen hat das auf die lokalen Strukturen, Sozialstrukturen, aber auch der Verkehr, aus denen ganz viele Leute alltag zu spüren kriegen. Die Wohnungsbaupolitik von den letzten Jahrzehnten hat hauptsächlich daraus bestanden, für die Leute zu erleichtern, proprietär zu gehen. Bedeutend finanzielle Mittel sind mit dem Ziel investiert gehen. Und mit dem Resultat, dass wir aktuell 70% Proprietären auch haben. Aber welchen Impact hat das? Die Preise sind ohne eine Brechung herabgegangen. Zwischen 1995 und 2010 sind sie 189% an die Lut gegangen, was ein Moyen als von 7%, an dem Moyen, die haben wir auch die letzten Jahre beibehalten. Die Kombination von überproportional vielen Proprietären an einer kleinen, verschwindend geringer Offer von öffentlichen Wohnungen führt dann dazu, auch dass der Druck nur ob die Lokationspreise am Logement immens hoch ist und immer weiter klammen. Aber nicht nur. Es gibt noch immer mehr penibel Selektionskriterien von Proprietären oder Agenzen für überhaupt den Lokatär eine Chance zu geben, ein Objekt zu lohnen, weil der Choix besteht ja. Also die Demande ist hoch genug am Lokationsbereich. Und das Absurde daran ist ja, dass gerade die Leute, die sich die wenig finanzielle Mittel allmählich tun, am meisten allmählich müssen bezahlen, weil ein Loyer kostet in der Regel ja mehr wie ein Prä für proprietär zu gehen. Aber wirklich, dass die Leute eben oft nicht den Kriterien entsprechen, für ein Prä können zu holen. Kein CDI haben oder kein Eigenkapital haben,
an net an de Sal net héich genug as fir Kriterien vun de Banken könnte am Endeffekt dazu, dass sie méi bezuelen, wie dat werden sie gife bezuele fir Proprietät ze gin. War das dann awer eng gut an a richtig Wohnungsbaupolitik, ma dat fir eng déi der ganzer Bevölkerung givolabel eng Eierbauwohnung ze hunn, eng déi net ruinéiert an déi net zu finanziellen Engpass gif féieren. Eng gëlle Regel mis sinn, dat ke Mënsch iwwer den Drittel vu segem Akkommers an eng Wuning investéiere mist. An dat ass bei weitem net de Fall. Wir wëssen, wat bis lo net gegraf huet. Eng Baupolitik, déi sech no der Offer orientéiert, se goer wann die öffentliche Hand mat enger Palett vun Subventionen ergreift. So eng Politik huet net fertig brucht, sowohl de Preis vun der Immobilie zu reduzieren nach de vum Bauterre, an och net de vun der Lokation. De jensche Antworten vun der aktuelle an der vierische Regierungen waren eben bislo Subventionen, do so lang fir Lokateuren vorbeikom, op de Marché zu setzen, wie gesot Doffer an Glut zu setzen an een homöopathischen öffentliche Wohnungsbau. Me war de secher zu all dee mesure kasoen an eben noch die nei aggefauert Subventionioun fir Lokateuren, déi sech op en Deel vun de Lokateuren appliéiert, eben wirklich Probleme kreien, dann bei ineen ze kreien. Bei all dee mesure steet awer fest, dat se net Preiser wetten Ruf kreien. So wie se lo ugesat gin, werd dat net zu feieren. An dat stellt dann froh, wen wëll iwwerhap dats een Preise Ruf ginn. Banken an Promoteuren giffen opschiedefalls hunn opschiedefalls kein Interesse drunner. Die giffen zum Deel a Bredouille kommen, wann du wirklich eng van bemosive Prozent no ënne gif goen all Joas. An dat gëtt, dat ass wichten Aspekt, den awer nie diskutiert gëtt, a wo en sech da noch trome stellen fir wat so e gewichtchen Aspekt net diskutiert gëtt. Wann e konsequent wild Virgon am Wohnungsbereich mis den och mal en ganz rei Sache klo erstellen, de am moment bewusst oder unbewusst duch Negeheit gin oder wo go kein Kloheet gëtt. Et gëtt vu Logement accommodéré oder abordabel geschwert, vu soziale Mietwohnungen, vun der Agence immobilière sozial, vu Studentenwohnungen, vu Seniorenwohnungen. Alles dat gëtt bëssen an den Dëppen geheit an enkerëm derëm geréiert, wann et Logementspolitik geht. Et gëtt keng Definiioun vu soziale Mietwohnungen zum Beispiel zu Lützebusch. Dementsprechend ginn et kein kloer Statistiken. Dementsprechend kann in de Besoin net wirklich erschätzen. Et ginn dann Leute, die dat dann machen, so Pi mal Daumen sind wir zu Lützebusch bei just 2% soziale Mietwohnungen, wo man bei Nopeschlenner bei 17 bis 36% sind. In einem liberale Land wie Holland wo man 36% soziale Mietwohnungen. An zu Lützeburg wëssen wir am Anfang net. Den Observatoire de l'Habitat existiert mal eng vun den wenige Mesuren, die an dem Bereich geholll gi fir do méi Kloheet ze kreien, awer so zuelen schafft net op. Wie gesot duch dat die Sachen an den nee gemëcht gin, de Logement Akku abordabel, den huet zum Beispiel fir Lokateuren ass den net vun Entere. Also en de ke Pré op der Bank krit ke doch ke Pré op der Bank fir Logement wo 80% vum normale Preises. Dat hicht den hëlleft dee Leiit der gänzlech schwénech. Eng wichtig Etapp fir am Logementsbereich aktiv zu gehen, ass da noch fir haben zu wissen, wat man da muss bauen. Wieviel Wohnungen ginn dann gebraucht all Joas. An do ass fir alles wichtig vun engem hége Bëswer vun 8.000 Wohnungen zu schwatzen. Do vun mussssen der 5.000 neu Geschafe ginn, an eng 3.000 sinn do fir überhaupt den Parkimmobilier am Fong op segem aktuelle Stand ze erhalen, dichte Bestand.
wichtige Problem an der Analyse ist auch, dass ihr bei den Preisen vom Logement Marsch die Promoteure machen zwischen 15 und 20% auch ganz wichtig sind. An die gehen zum Teil sind die sogar zwischen 20 und 30%. Also ist durch Krise in der Zeitweise raufgegangen. Was die Analyse geht, sind das die Care-Aspekte eng ewischen Wolle von der Analyse nach denen, dass man ein Gesetz haben, den die Leute zu Lützeburg begrenzt. An dem das Gesetz wird nicht appliziert. Da besteht aber immens viele Handlungsmöglichkeiten dran, die Carol Tammer auch wird vorstellen. An den Staatssekretär Markansen hat ja gesagt, die Leute-Subventionen gibt nicht sich auf Preise vom Leute nur auswirken wollen, das Gesetz geht. Aber dann muss die Regierung auch gucken, dass das Gesetz respektiert wird. Und da haben wir eben eine ganze Reihe konkret Proposen, die wir schon noch weiter werden vorstellen. So, merci. Okay, als konkret Forderungen von eigentlich detailliert in der Broschüre, ich probiere das ein bisschen zu resümieren. Als Combine besteht eigentlich aus 3 Pilien, also 3 Sujets, die dieser Meinung müssen angepackt werden, für den Wohnungsmangel, für den Notstand an den Griff zu kriegen. Und den ersten Pilier, da geht es darum, den Bestand zu nutzen. Und auf der einen Seite ein massiver Wohnungsmangel, auf der anderen Seite stehen aber geschätzten 10.000 bis 20.000 Wohnungen idle hier im Land. Die Gründe können unterschiedlich sein, kann aus Spekulationsgründen sein, kann auch sein, dass eine Familie noch eine Wohnung hat, die sie gerne gegen verloren, aber nicht wirklich weiß, wie sie soll vorgehen, auf wen sie sich soll wenden. Viele Wohnungen stehen auch zum Verkauf, von aber keine Besitzer, weil sie überteuert sind. Leider noch anderem drin, dass die Immobilienagenzen Preise künstlich abdrücken, für eben ihren Gewinn zu maximieren. Voilà. Aber wie mehr du gegen vier gehen, für dich mussten der Leerstand am Fungel beziffert gehen, weil die Zölle sind noch nicht erhoben gehen, wie viel es sich genau handelt. Und nur will man den Proprietär kontaktieren, viermal die Gründe herauszufinden, für was die Wohnung idle steht. Und dem wir eben eine Hilfe anbieten, wenn der Proprietär das will verlohnen oder verkaufen, für ihn dort zu unterstützen. Wenn die Wohnung dann aber weiterhin ohne konkreten Grund idle bleibt, dann wird man während ein paar Jahren einen Tax erheben. Und wenn das dann alles nicht ändert, dann wäre eine temporäre Enteignung so der letzte Schritt. Temporär, das heißt, dass die Wohnung am Anfang an die öffentliche Hand geht, die Sicht ein Lokatär, den sie da ransetzen kann, und wenn das dann funktioniert wird, da kriegt ein Proprietär seine Wohnung zurück. Das ist also eine konkrete Demarche für Leute an die Wohnung zu kriegen. Und voilà, dann kriegt ein Proprietär kassiert dann die Lokation und kriegt seinen Besitz am Anfang zurück. Dasselbe, dass man bruchleitenden Terrain, die zum größten Teil an private Hand leihen, auch da will man eine Bebauungsfrist von ein paar Jahren gehen, wenn sich dann aber nichts ändert, wird Menschen so Spekulationsgründe leid. In dem Fall will man auch da einen Tax erheben und noch ein paar Jahre dann eine Enteignung, die auch schon am Parklogement zum Teil vorgesehen ist, dann durchgehen. Für das Problem von der Überteuerung umzugehen, wenn man für dich mal eine Preistransparenz schaffen, das heißt, dass es Statistiken gehen, wie den Durchschnittslokation oder Durchschnittskaufpreis an einer Stadt oder an einem Quartier oder an einer Gemeinde ist, sodass die Leute einfach mal kontrollieren können, wo man das rechnen können und ob sie zu viel bezahlen oder nicht.
Und wir fordern außerdem die Gründung von einer öffentlichen Immobilienagentur, die eben sowohl die Wohnungen gratis vermitteln, die von der öffentlichen Hand gebaut gehen, aber auch den erfasste Leerstand, wenn die Leute das wollen, dann ging die Agence das auch gratis eben vermitteln. Das hat den Vorteil, dass eben noch der Preis ging ein bisschen nur bleiben, weil die Agence eben keine Profitmaximierung ging ausstreben. Und außerdem ging die bedarfsorientiert für die Agence weiß doch, was am Marché gebraucht wird, und kann das mehr konkret dann verdelen. So, ein zweiten Pilier von der Kampagne, da geht es dass massiv muss öffentlich gebaut gehen. Im Moment geht das meist von privaten Promoteure gebaut, die, wie den Gary auch schon gesagt hat, die davon nicht ganz bedarfsgerecht machen und Preise eben auch probieren, künstlich abzudrücken, für eben mehr Gewinn zu erzielen. Wir haben zwar die Fonds du Logement und das ist ein HPM im Moment, die aber weit an ihre Möglichkeiten und noch viel mehr weit an dem, was wir eigentlich bräuchten, zurückbleiben. Du wennst fordere wir Gründung von einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft, die alles von der Finanzierung über Planen bis zum Bauen ging zentral zusammen lernen. Das ging viel den Marschen vereinfachen. Finanziert kind das ganz zum Beispiel über den Rentefonds gehen. Gleichzeitig müssen auch Gemengen hier Verantwortung überholen, was öffentlich Bauen angeht. Für allem bei sozialen Mietwohnungen, wo eigentlich nur schon keine Excuse gibt, für was sie das nicht sollten machen, weil sie nun ein paar Logement bis zu 75% von den Kosten vom Staat zurückkriegen, und der Rest zu langfristig über die Lokation kriegen. Also sowohl der Staat wie die Gemeinden, denen sich da eigentlich die Verantwortung, dass öffentlich viel mehr gebaut wird. Den letzten Pilier, da geht es darum, die Rechte von den Lokatieren zu stärken, weil wir meinen, dass Lokation aber wirklich eine gute Alternative ist, vor allem für Jungfamilien, für Berufsanfänger, die nicht wollen, eben Anfang Schuld abzuschulen oder die noch nicht sich wollen bannen, weil sie noch nicht wissen, wo sie in 15 Jahren sind. Genau, will man hin und her Rechte ein bisschen stärken, natürlich auch mal informieren, was tun die Lokatiere für Rechte für Pflichten, was tun Proprietären für Rechte für Pflichten. Wir fordern dann selbst wie eine Zentralmietkommission, also ein Zentralplatz, wo Mietkontrakte eigentlich gegen hingeschickt gehen, wo die Kinder statistisch abgearbeitet gehen, für dass wir eben die Preistransparenz schaffen können, die für uns schon angeschwärzt gehen. Und wo die Lokatieren sich dann auch Kinder hinwenden, wenn sie das Gefühl hatten, sie gingen zu viel Lokation bezahlen, so wie das im Moment am Funk an größere Gemeinden auch schon mit Mietkommissionen ist. Die haben aber nicht wirklich das Exekutivrecht dafür, wirklich etwas zu erholen, wenn die Lokation zu hoch ist. Und das will man eben mit der zentralen Mietkommission anderen, die geschaffene Preistransparenz für eigentlich den einzigen Weg für zu verhindern, dass mit der Subvention des Loyers, die nächsten Januar in Kraft getreten ist, dass der Staat dadurch eben illegal hohe Lokationen eigentlich nach Mod finanzieren. Und zum Weiteren will man Alternativwohnformen unterstützen. Im Gegensatz zu als Notbeschländer gibt es nämlich nicht keine wirkliche gesetzliche Kader für WG, für Mehrgenerationenhäuser oder für Kooperativen, voilà, genau. Wohnkooperative, merci. Genau, für dich mal da gesetzliche Kader schaffen und dann können wir noch gucken, wie die weiter unterstützt gehen vom Staat durch bei Amphitheotik. Wir sind da relativ weit dran, was da geht. Und das wollen wir auch ändern. So, das waren eigentlich als Forderungen, was als Kampagne geht, haben wir als ersten Schritt mal vorgesehen, Aufklärungsarbeit zu machen. Da willst du mal als
flotz Broschüre, Informationsbroschüre für Proprietären und Lokatären, da so frohen Antwortespiel für die Leute mal abzuklären, was sind Rechte von Pflichten haben. Die werden wir in nächster Zeit probieren, in das Leute zu kriegen. Wir werden an den nächsten Tag, nächste Woche, auch unseren Site über das Wohnungskampagne lancieren. Da von den unter anderem, also nicht also Forderungen von den auch ein interaktiven Quad, wo man symbolisch weisen, was das alles so Leerstand gibt, am ganzen Land verteilt, dass es sich nicht um Ausnahmen handelt, mehr dass es wirklich ein konzeptuelles Problem ist. Die von denen du. Und voilà, sonst werden wir über die nächsten Wochen am Moment Stand organisieren, wo wir die Leute probieren zu informieren. Wir werden an den Gemengen, vor allem da, wo wir vertraut sind, an den Gemengerat, mehr auch an der Chambre Initiativen erholen, für aufmerksam zu machen, und für vielleicht das eine oder das andere durchzusetzen. Voilà, das war es von mir.